SRF Audio. Herzlich willkommen zum SRF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist eine Frau mit einer geheimnisvollen Aura, einer mysteriösen Aura, die das ganze Aufnahmestudio ausfüllt und die uns jetzt eine Prophezeiung machen wird. Susanne Jansson. Ich sehe mehr in einem Hörspiel-Podcast als andere und ich sehe, dass ihr in dieser Woche 5-mal das Fürchten lernen werdet. Ihr merkt's, diese Woche ist Halloween und das heißt natürlich Zeit für eine neue Staffel von Grauen, unserer Hörspielserie mit gruseligen Hörspielen. Die war ja schon bei 44 Folgen angelangt. Heute gibt's deswegen die 45. Folge. Auftakt, du hast schon gesagt, so 5 Folgen. Jede Geschichte ist in sich geschlossen, doch wird ein Bogen überall hinweg erzählt. Und es beginnt eben auch mit einer Prophezeiung, wie die erste Folge gleich heißt. Keine Angst, ich spiele nicht mit. Das übernimmt zum Glück jemanden, der euch hoffentlich wirklich das Fürchten lehrt. Das stimmt, aber Susanne hat auch die Regie gemacht mit Marc Ginzler, deswegen kann sie auch Auskunft geben im Anschluss an die Folgen. Das Ganze spielt an einem Lagerfeuer. Das kennt ihr natürlich schon, die 4 sind jemand an einem Lagerfeuer. Aber das ist kein ganz normales. Eigentlich ist ein Klassentreffen, das da gerade läuft. Die ehemalige Schulklasse von Besim, Phil, Zoe und Steffi machen da ja Klassenzusammentreffen in der Turnhalle. Und wie die 4 so sind, halten sie es nicht allzu lange drin aus und haben draußen wieder ein Feuer gemacht, plaudern vor sich hin und dann kommt es eben zur Prophezeiung. Viel Vergnügen. Viel Spaß. Wir sind schon voll die Profis, oder? Denen geht die Party ab und wir hängen jetzt da außen am Feuer. Ja, nur mal kurz ein bisschen frische Luft schnappen. Ja, das hat sich jeder von uns gedacht. Und wie von Zauberhand hocken wir einen nach dem anderen draussen am Würli. Will, es ist ja Vollmond. Zeit für eine neue Folge. Weißt Fiona, wir treffen uns meistens einmal im Monat am Lagerfeuer. Ja, mega cute, so voll 2000er. Mega cute. Geht's, Fiona? So als einzige unter 30 an einem fremden Klassentreffen. Hey Fiona, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Also, ich bin früher Kindergärtnerin von Noah und jetzt haben wir uns vor 2 Monaten beim Posten getroffen. Dann habe ich ihn angesprochen und gesagt, hey, Sie sind doch der Vater von Noah. Und er hat mich zuerst gar nicht erkannt. Ja, du hast auch irgendwie ganz eine andere Aura gehabt. Aura? Ja, Aura stimmt. Hey, nein. Also, lebendig und gleichzeitig so mega chillt. Ja, ich habe ja auch den Job vor 2 Jahren an den Nagel gehängt und jetzt bin ich Yoga-Lehrerin. Oh, wow. Ja, Hey voll. Phil, du musst jetzt aber echt etwas gegen deinen Ranzen machen. Das schaffen wir schon dran, gell, Schatz? Hey, es ist wichtig, dass man sich schaut. Ah, gut, viel Prost. Cheers. Hey, da kommt Lena. Hey, was ist denn mit der los? Hey Lena, alles klar bei dir? Party fertig? Lena! Dina ist plötzlich eine Irre auftaucht. So eine alte Frau. Sie ist zu allen an und hat jedem Einzelnen gesagt, wann und wie man will sterben. Was für eine Und sie hat gesagt, ich werde mit 38 sterben. Vertrinken. Das ist echt crazy. Ihre Augen, sie hat mich so krass angeschaut. Hey, Lena, ich glaube, die hat sich einfach einen Scherz mit euch erlaubt. Ja, oder irgendjemand von den anderen. Ich tippe mal auf den Tom oder den Mark. Oh Die ja. organisieren. Ja, voll. Mensch! Gott, wo kommt denn die auf einmal her? Das ist die alte Frau. Wer ist das?
Was geht da ab? Was geht ab? Entschuldigung, aber das ist ein privates Klassentreffen. Und ich glaube, es ist besser, wenn es jetzt geht. Ja. Du? Ich? Ja, du. 85. Herzinfarkt. Ja. Ich meine, das klingt ja nicht so schlecht. Hey, ich habe es euch doch gesagt. Ja. Und ich will es auch wissen. Du wirst vor deinem 30. Geburtstag sterben. Häusliche Gewalt. Ja, genau. So, es ist jetzt genug. Noch einmal jemand. Du wirst all deine Lieben überleben. Okay, es ist jetzt wirklich gut, danke, ich glaube. Fertig mit dem Hokuspokus, okay? Gehen Sie jetzt, danke. Und du? 37. Ah, ich bin gerade 37 geworden, ja. Gut geraten. 37. Und du bringst dich um. Sorry, die ist so drüber. Interessant. Bei dir sehe ich nichts. Leere. Und wieso sollte ich mich umbringen? Mir geht's am Anfang gut. Das wird einfach ein Riesenscheiß. Hey, Fiona, du wirst doch immer mal 30, gell? Ja, du hast gehört, häusliche Gewalt. Dann mache ich jetzt besser Schluss. Ja. Luft. Hey, easy, Lena, schnaufen. Hey, Lena! Phil, Bessim, helfen mir mal! Hey, Lena! Bringt mal ein bisschen Wasser, schnell. Ja, oder Orangensaft oder etwas. Lena, geht's wieder? Was ist passiert? Du bist kurz ohnmächtig geworden. Die alte Frau. Hey, wo ist die eigentlich? Die war doch gerade noch da gewesen. Ja, puff und weg. Ich bin noch im Büro. Der Mario kommt mich nachher abholen. Was haben wir vor? Hey, ich weiss im Fall nicht. Er hat gesagt, eine Überraschung. Oh, das klingt doch super. Ich habe ihm gesagt, einfach nicht ins Hallenbad. Lena. Ja, kleiner Witz. Aber ich habe mich im Fall für einen Schwimmkurs angemeldet. Hä, aber du kannst doch schwimmen. Ja, schon, aber ich möchte es einfach ein bisschen auffrischen. Lena, ich verspreche dir, dass die alte Frau einfach nur einen Scheiß erzählt hat. Ich weiss, ich wollte das schon lange mal machen mit dem Kurs. Ah ja. Ja, wirklich. Das kann man immer gut brauchen. Auch zum mal jemand anderes retten. Ehrlich gesagt mache ich mir langsam ein bisschen Sorgen um dich. Nein. Doch, du bist ein bisschen zu fixiert auf die Prophezeiung von dieser Insel dort. Und sowieso, schau, in 4 Tagen bist du 38 und dann ist der ganze Spuk vorbei. Jetzt ist er da, der Mario. Also dann, ab ins romantische Wochenende. Das ist jetzt genau das Richtige für dich. Danke, Steffi. Hey, ich melde mich nächste Woche. Hoi! Hoi. Hoi. So, bist du ready? Aha. Ist das meine Tasche? Schon gepackt. Aber ich brauche doch noch Unterhose und das Ladekabel. Das Ladekabel für dein Handy und deine Pille, die elektrische Zahnbürste und die Schminktasche. Nicht schlecht. Wow. Schon, oder? Aha. Lass mal los. Mhm. Und? Wo fahren wir an? Wir fahren. Willst du das wirklich wissen? Ja! Oder nein, sag's nicht. Ich will es nicht jinxen. Jinxen? Was denn jinxen? Keine Ahnung. Das, was halt noch kommt. Das, was halt noch kommt? Lange Zeit, dass wir auch noch zusammen ein bisschen unterwegs sind. Weißt du, so ein bisschen rumcruisen, im Auto schlafen. Haha. Was? Aber wir gehen doch schon nicht zum See, oder? Zum See? Mhm. Nein. Nein, kein See. Okay. Uff. Wir sind auf dem Weg zu Ja? zu einem ganz besonderen Ort.
Und dort passiert dann etwas. Aha. Und wenn alles nach Plan läuft... Du bist so herzig, wenn du nervös bist. Was, ich? Ja. Ich bin doch nicht nervös. Mega, mega herzig. Weißt du was? Ich glaube ganz fest, dass alles so klappt wie geplant. Hm? Glaubst du? Mhm. Das Lied liebe ich. Ich kann sicher nicht mit meiner Cousin schlafen, obwohl ich gerne würde, aber ich trau mich nicht. Ich kann sicher nicht mit meiner Cousin reden, obwohl ich gerne würde, aber ich trau mich nicht. Tante Zigeini, immer meine Arme wegen. Also, wenn wir länger unterwegs sind, können wir dann vielleicht noch jemand anhalten und etwas essen? Schau, ich habe ein paar Sachen eingepackt. Bananen, Joghurt auch. Wenn wir nicht so viel Zeit für Pause vergeuden. Ah, super. Dann nehme ich mal das Joghurt. Willst du eine Banane? Nein, danke. Ich habe keinen Hunger. Du, ich glaube, das ist im Fall Nummer 8. Möchtest du fahren? Nein. Ich sage nur. Also, wenn es da euch blickst. Da hat es keinen Blitz. Dann... Oh, fuck! Was ist los? Ich habe es mal wieder geschafft, Joghurt auf mein T-Shirt zu leeren. Hast du ein T-Shirt oder einen Pulli für mich ein? Wie lange die Tasche da? Vielleicht ist etwas in der Tasche drin, wo du noch nicht gesehen hast. Okay. Eine Überraschung? Ich verrate nichts. Ich weiss, das ist jetzt nicht so romantisch, aber ich muss mal dringend aufs WC. Wir könnten doch bei der nächsten Tankstelle anhalten und... Hey, immer ist irgendetwas mit dir. Als wären wir mit einem kleinen Golf unterwegs, echt? Aber okay. Hey! So, voilà. Mario! Hey? Hast du noch gesagt, du musst aufs WC? Dann sucht er jetzt halt einen Busch oder einen Baum oder etwas. Nein! Es ist alles nass. Ich kann es schon ein bisschen verheben. Hä? Okay. Du kannst das noch ein bisschen verheben, okay? Haben wir das also völlig umsonst angehalten, oder wie? Sorry. Lena. Lena. Du. Was? Sorry wegen vorher. Weißt du, ich bin einfach so... Schau, das ist ein mega wichtiger Tag für mich, okay? Und da bin ich einfach sehr schnell gestresst. Es tut mir leid. Frieden? Frieden. Okay. Also, ich habe keine Wanderschuhe dabei, falls du einen Trekking-Ausflug geplant hast. Das ist schon noch blöd. Jetzt habe ich das Zelt und alles eingepackt. Das ist ein Witz. Ja. Wo sind wir? Kommst Mario! Hallo. Ah! Entschuldigung, wir sind ein bisschen spät dran. Da ist sie ja. Hallo? Da bist du. Endlich. Willkommen, liebe Lena. Danke. Herzlich willkommen. Du bist nicht etwa... Das ist mein Vater. Genau.
wie schön. Ich habe gedacht, das ist höchste Zeit. Kommt, wir gehen rein. An die Wärme. Ja, geh ruhig. Ich hole noch rasch Taschen. Okay. Das ist ja mega. Also ich meine, da innen. Sie sind da. Und in diesem Haus bist du... Aufgewachsen, ja. Okay. Weißt du, mein Urgroßvater hat es gebaut. Das ist eine lange Geschichte. Wenn du Pech hast, erzählt sie dir mein Vater ausführlich während dem Essen. Oh je. Mario! Lena, ich glaub's gar noch nicht, dass du da bist. Ich bin Dina. Und ich bin Nuria. Wenn du wüsstest, wie fest wir uns auf diesen Moment gefreut haben. Und wie oft wir von dir geredet haben. Ja, du hast so schöne braune Haare, so glänzig, so dick. Perfekt. Danke, aber also ich... Nuria! Dina! Der Eis brennt an! Da braucht jemand Hilfe. Achtung, der Papi allein. Wer ist das? Meine Schwester. Deine Schwester? Im Ernst jetzt? Warum hast du nie gesagt, dass du Schwestern hast? Keine Ahnung. Wieso bist du enttäuscht? Enttäuscht? Nein. Ich finde es nur ein bisschen komisch, dass du nie etwas von ihnen erzählt hast. Pass auf. Es könnte sein, dass es sogar noch mehr Überraschungen gibt im Laufe des Abends. Du hast aber nicht vor, irgendetwas Komisches vor deiner Familie zu machen. Also wenn du etwas Romantisches geplant hast, dann ist es vielleicht... Also ich weiss nicht, ob ich... Hey, hast du nicht aufs WC müssen? Schau, dort vorne ist es. Ah, endlich. Hey, warte. Deine Tasche. Ich muss nur rasch aufs WC. Könntest du vielleicht auch noch rasch duschen? Duschen? Ja, du kommst ja direkt vom Arbeiten, weißt du. Und ganz oben in der Tasche da hat es ein Kleid drin. Es würde mich mega freuen, wenn du es anlegen könntest. Ihr zieht euch um zum Essen. Also so ein bisschen wie bei den Royals, oder was? Sorry. Ich kann nicht wählen. Ja, okay. Welches Kleid hast du gepackt? Das blaue? Kannst du es bitte einfach anziehen? Und mach es bitte. Okay. Kannst du vielleicht auch noch gerade duschen? Mario, das ist so herzig. Ja, ich finde das. Ja, hast du gut gemacht. Genau richtig. Sorry, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Das Kleid. Ihres Kleid. Nimm Platz. Also sitze ich am Tisch, Andy? Das ist dein Platz, ja. Aha. Lena, wenn ich dich so sehe, da sitze. Schon gut, Papi, schon gut. Ganz ruhig. Mario. Kommt. Wir stoßen an auf die Lena und auf den heutigen Tag. Prost. 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 Prost, Lena. Es war mega fein. Jetzt weiss ich, warum der Mario so gut kochen kann. Hat er dir auch ein paar Menüs beigebracht? Ja, mega viel. Wirklich? Zürich schnetzelt mit Rösti? Ja, voll. Das Lieblingsmenü. Lieblingsmenü? Naja, vielleicht. Er ist wirklich mega fein. Und der Mario motzt immer, dass ich zu viele Details über andere Leute verrate. Es wirkt so, als würdet ihr mich mega gut kennen. Ja, klar, kennen wir dich, Lena. Niemand kennt dich so gut wie wir. Aha. Gut, wenn alle genug gegessen haben, dann können wir eigentlich gerade loslegen. Mario. Nuria, Ja? zeigst du der Lena das Foto? Natürlich.
Aber... Das bin ja... Ist das... Also, wer ist das auf dem Foto? Sie sieht ja aus wie ich. Und ich habe das gleiche Kleid an und sitze auch am Tisch wie... Das bist nicht du. Ja, klar, aber... Das ist Anna. Anna. Unsere Mutter. Auf dem Foto ist Anna genauso alt wie du jetzt, Ja. Lena. Wir sehen uns mega ähnlich. Anna und ich. Die Augen, das Maul, sogar die Haare, die Frisur, das Kleid, alles. Wir... Aber... Also ich check's nicht ganz. Ist Anna auch meine Mutter? Mario! Nein. Nein, sie ist nicht deine Mutter. Wir sind nicht Geschwister. Nein, okay. Weil das wäre... Nein, natürlich nicht. Ja. Ja, schade, dass ich sie nicht mehr kennenlernen konnte. Der Mario hat mir erzählt, dass sie Krebs hatte. Sie ist nicht tot. Entschuldigung? Aber Mario, du hast mir doch Fotos von der Beerdigung gezeigt. Meine Mutter hat Krebs gehabt. Und Ja. wir haben sie beerdigt. Aber sie existiert immer noch. In einer anderen Welt. Genau. Du meinst im Himmel? Hast du gewusst, dass es eine ganz bestimmte Zahl von Seelen gibt auf dieser Welt? Ja. Und Aha. die Zahl, die ist unveränderlich. Nein, das habe ich nicht gewusst. Wir alle, die hier zusammen miteinander am Tisch sitzen, auch du, wir sind schon unzählige Mal wiedergeboren worden. Entweder auf der Erde oder in eine andere Dimension. Andere Dimension. Sind die Buddhisten das so ähnlich? Ja, wenn jemand stirbt. Also nicht stirbt, sondern... Wandert. Wandert? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel zum Verstehen. Ah ja, das ist ein bisschen viel. Ich bin irgendwie... Mario, können wir kurz reden? Es gibt nichts, was du nicht auch vor meiner Familie sagen kannst. Ja, Lena, sag einfach gerade raus, was du denkst. Das hat Anna immer so gemacht. Alles. Mario, was soll das? Lena, es ist ja kein Zufall, dass du aussiehst wie die Anna. Es ist auch kein Zufall, dass du genau heute da bei uns bist. Ich merke gerade, vielleicht sollten wir langsam los. Okay, Mario? Aber es war urschön. Mario, gehen wir. Lena, sitzt du wieder an? Okay, bleib du ruhig da. Ich nehme einfach ein Taxi. Das ist überhaupt kein Problem. Hey, schönen Abend noch. Ich habe gesagt, sitz wieder an. Lena, wir haben eine Bitte an dich. Was für ein Bitte? Wir wollen, dass du mit der Anna den Platz tauschst. Aber... Also, Anna ist ja tot. Ich meine, sie ist ja nicht mehr da. Es ist alles parat, dass unsere Mutter zu uns zurückkommen kann. Zu ihrer Familie. Zurück da. Anna von der Toten... Du musst nicht daran glauben. Okay. Und wann soll das Heute sein? Abend. Darum bist du da. Ich? Was habe ich damit zu tun? Lena, damit Anna zu uns zurück kann kommen, musst du zu ihrer reisen. Ja. Unsere Mutter zieht in deinen Körper ein und du ziehst in ihre ein. Oh, sag mal, sind die nicht ganz backen? Bist du darum mit mir zusammengekommen, oder was? Also ich habe dich auf Tinder entdeckt. Deine Haare waren ein bisschen länger, du warst ein bisschen rundlicher. Aber ich habe sofort gesehen, dass du perfekt würdest passen. Perfekt, wirklich. Mario, du hast das alles gemacht, dass ich möglichst ähnlich werde wie deine Mutter. Wie krank ist denn das? Lena, ich verspreche dir etwas. Du wirst auf der anderen Seite ein gutes Leben haben. Ja, genau. Anna, ihre Freunde werden deine Freunde sein. Ihre Familie wird deine Familie sein. Okay, sorry. Aber ich muss ganz kurz aufs WC. Klar. Jetzt nimm schon ab. Nimm ab. Hallo, das ist Steffi. Bitte red nach dem Pieps.
Lena? Was machst du? Ich mache mich nur ein bisschen frisch. Warum kann man die Tür nicht abschliessen? Ich habe gefragt, was du da machst. Ich habe nur vergessen, einer Kollegin etwas zu sagen und wollte nicht unhöflich sein und vor allem anrufen. Gib mir dein Handy. Warum? Gib mir dein Handy. Das ist alles so... Wer bist du? Hey. Wir müssen uns jetzt einfach ein bisschen beruhigen, okay? Tief einschnaufen, ja. Und ausschnaufen. Hör auf, lang mich nicht an! Hey, versuch doch einfach ganz im Jetzt zu sein. Lass es zu. Und stell nicht so viele Fragen. Versuch dich einfach zu entspannen. Ja, genau so. Super. Oh, schau, du hast da noch ein bisschen Wimperntusche da. Nach heute Abend werde ich dich noch viel mehr lieben. Es ist soweit. Wollen wir los? Wo gehen wir hin? Ich mich nicht. Lena, alles wird gut. Komm, Lena. Ich gehe nicht in das Aquarium hinein. Das ist kein Aquarium. Das ist das Portal. Das Portal? Das Wasser ist 37 Grad, wie im Mutterleib. Und der Salzgehalt gleich wie im Meer. Nein, ich steige auf keinen Fall in das Wasser hin. Es passiert dir nichts. Wir sind ja bei dir. Okay. Alles, was ich machen muss, ist da innen sitzen. Genau. Aber ich ziehe mich nicht aus. Das ist nicht nötig. So, sind wir jetzt fertig? Jetzt sitzt du ab und dann lässt dich ganz langsam rückwärts ins Wasser sinken. Genau, so ist gut. Gut, ja. Was? Entspann dich. Spür die Schwerelosigkeit. Die Grenze zwischen dir und dem Wasser löst sich langsam auf. Du und das Wasser, ihr werdet heiß. Du siehst das Licht. Dort hat es ein Tunnel. Für das Tunnel musst du durch. Mario! Mario! Lieg wieder an, Lena. Lena, es wird alles gut kommen. Ich verspreche dir's. Aber du musst
machen, was wir dir sagen. So ist gut. Im Tunnel wirst du der Anna begegnen. Aber ihr dürft nicht anhalten. Ihr geht einfach aneinander vorbei. Nein, lass mich raus. Wir haben keine Zeit für das. Anna ist bereit. Sie wartet. Nein, ich muss raus. Ich muss raus. Anna. Nein, lass mich raus. Danke, Lena. Danke, dass du unsere Mutter zu uns zurückkommen lässt. Maria, bitte. Maria, bitte. Bitte, Maria. Bist du traurig? Wir treffen uns in einer anderen Dimension wieder. Sie ist da. Ich spüre sie. Anna, folg meiner Stimme. Mami? Warum kommt sie nicht? Sie kommt. Anna, folg meiner Stimme. Mami? Bist du da, Mami? Mami? Jetzt helfen wir doch mal! Mami! Mario, das ist vorbei. Nein! Das ist meine Schuld! Der Anschluss von der Lena Kampf. Hinterlasse deine Nachrichten nach einem Piep. Hoi Lena, du hast probiert anzurufen? Wie ist dein Love Weekend? Schick mal ein paar Fotos. Wolfram? Das passiert ja eigentlich nicht so oft, dass wir am Ende von der grauen Folge wirklich jemanden verlieren. Zumindest jetzt niemanden, also von den 4 Lagerfeuerfreunden sowieso nicht. Aber auch Lena ist uns ja jetzt eigentlich ein bisschen ans Herz, also mir zumindest. Man geht ja eine rechte Weile mit ihr mit, ist jetzt nicht irgendeine random Figur. Ist das so? Erwartet uns das in der neuen grauen Staffel? Also darum geht es. Es gibt die Prophezeiung, dann die Frage, kann man seinem Schicksal entkommen? Und läuft man ihm vielleicht gerade in die ausgebreiteten Arme, wenn man alles versucht, ihm zu entkommen? Wenn man eben hofft, dass man gerade nicht an einen See fährt. Gut, dass du das so sagst. Gibt, glaube ich, auch später mal in Textstelle, ob man der Prophezeiung überhaupt entkommen kann. Genau. Aber jetzt Lena in dem Fall, ich meine, ab dem Moment, wo dieses Becken mit dem Wasser dasteht, das habt ihr dann in Kauf genommen, dass klar ist, jeder von uns Zuhörenden
ich tue jetzt so doof, ne, als wenn ich so ein unbeteiligter Zuhörer war. Du hast ja gesagt, ich war mit den Texten im Studio, aber das hat wirklich der Marc inszeniert, deswegen kann ich das noch ein bisschen von mir fernhalten. Aber ab dem Moment, wo ich sie habe mit dieser Prophezeiung und ich habe das Wasserbassin, ist doch eigentlich der Schockmoment zumindest schon mal kaputt. Habt ihr das in Kauf genommen? Oder lag da nicht der Fokus drauf? Na, es gibt wie 2 Antworten. Ich finde, die eine ist, die Lena kann ja durchaus noch hoffen, dass dieser ganze Hokuspokus nicht funktioniert, dass sie nach 10 Sekunden wieder auftauchen kann aus dem Wasser. Man einfach sagt, entweder spielt sie dann kurz die Mutter, um dann später zu verschwinden. Wäre eine Möglichkeit, sie könnte da was vorspielen. Oder sie spielt es nicht vor, aber man lässt sie dann gehen, weil es einfach nicht klappt. Dieses irre Unternehmen, das finde ich ist die eine Antwort jetzt aus der Perspektive von Lena. Die andere ist für mich ist tatsächlich kein Schockmoment, aber vielleicht auch genau wie das Schicksal mit den breit offengelegten Armen. Für mich ist der Horror, das Grauen tatsächlich, dass man sieht eigentlich schon, wie das Monster auf einen zukommt. Es ist noch ganz klein und weit weg und es kommt einfach immer näher. Und ich finde, das macht eigentlich überhaupt die Folge und mit dem Wasserbecken noch mehr. Man weiß ja, dass es nicht gut kommt, eigentlich sobald sie dann in diesem Haus angekommen ist. Ja, schon auf der Autofahrt ja schon. Auf der Autofahrt gibt es schon viele Sachen. Arbeitet jetzt nicht mit Schock, Überraschung, aber da finde ich jetzt auch ein Grauen, wenn du schon die ganze Zeit siehst, was wird passieren. Und ja, es wird passieren. Ja, das stimmt. Dieses Unausweichliche. Das ist in der Vorlage, oder es ist vom Autor her, hat es ein Norweger geschrieben, oder? Weil da bin ich auch noch dieses, gut, das hat der Marc auch so inszeniert, aber dieses große, hallige Haus, das so altertümelnd daherkommt mit einer laut klickenden Uhr und sowas. Und dann zieht man sich um zum Essen. Es hat ja alles so ein bisschen den Touch von was in der Zeit stehen geblieben ist. Und abseitig liegt es ja sowieso. Aber dann also das Zürcher Geschnetzelte kommt mir da drin immer so ein bisschen wie ein Fremdkörper vor. Hat das was damit zu tun, dass es ein Nicht-Schweizer Autor geschrieben hat? Da kann ich eigentlich nur die Augenbraue hochziehen, dich mit großen Augen anschauen. Weil es egal ist? Gute Frage. Also ich finde, es geht ja dann mit der Autofahrt, geht man dann Genre und eben so aus der Zeit gefallen. Das ist ja auch nicht unbedingt jetzt ein realer Ort. Ich habe mir das dann schon vorgestellt, dass dann doch irgendeine industriellen Villa ist oder was auch immer, die da vielleicht an der Goldküste steht oder könnte auch woanders sein. Dass es da schon diese Mischung gibt aus eben dem Geschnetzelten, dann dieser Musik, die Lieder sind ja auch, die haben irgendwie was ganz leicht Volkstümliches, aber jetzt ja nicht, ich will nicht sagen, es sind Schweizer Volkslieder, die da umgesetzt worden sind. Ich glaube, es gehört dazu, dass es nicht komplett 1:1 realistisch verortbar ist. Ich glaube, es macht auch den Grusel etwas aus. Ja, ich merke nur, was es wirklich für eine Kombination ist von dem, was man präsentiert bekommt, hört und was man dann selber dazu addiert. Weil für mich war zum Beispiel diese Autofahrt schon quasi hunderte Kilometer lang ins Nichts. Und da bin ich halt wirklich irgendwo in der Einöde. Und dann ist da diese strange Familie, die finde ich echt spooky. Und das sind auch Sachen, wo ich glaube, die schreibt man auf dem Papier mal so hin. Die lachen oder sie fassen sich an die Hände oder sie sagen das und das. Aber wie das nachher wirklich zum Leben kommt, kann man ja wirklich nicht voraussehen, oder? Also ich meine, diese Beschwörungsrituale, diese Gesänge, die sie da machen, das habt ihr ja nicht in Noten ausgeschrieben. Nein, nee, das manchmal dann die Freiheit des Autoren, dass man einfach mal sowas hinschreibt und macht mal. Aber ich finde das, glaube ich, auch eine Stärke von Robert Nies, man kann es dann auch machen. Also klar, es ist Arbeit, die dann am Markt investieren musste im Studio. Und auch der Musiker Lukas Fretz, dann noch die Schauspielerinnen und Schauspieler. Aber ich finde, der Text bietet auch den Raum an die richtigen Stellen, wo man sowas machen kann. Hier muss man mal wirklich sagen, da ging es auch einen anderen Weg. Also sonst wäre der normale Weg, sage ich mal, steht drin, sie summen Beschwörungsriten. Dann würde man in dem Fall Lukas Fretz, dem Komponisten, sagen, komponier da mal was. Dann würde der ins Studio kommen mit einer einfachen Notenfolge, sodass jetzt auch nicht ausgebildete Sänger, und würde das mit denen einstudieren und dann würden dieses Ding. Aber ich sage euch, in diesem Fall war es andersrum. Da haben nämlich Samuel Streif, der den Vater spielt, und die Magdalena Neuhaus, Rabea Lüthi, haben random zusammen so eine nonverbale Sprache, so einen Gesang gefunden. Und das ganze Aufnahmematerial wurde dann dem Lukas Fretz gegeben. Und er hat das Ganze so kombiniert, geschnitten und unterlegt, dass es nachher wie ein
Es klingt ja sehr rund. Ich finde das ganz schön. Das hast du gerade gemeint, es hat so ein bisschen Volkslieder-Anklänge, ne? Ja. Von denen gibt es wirklich auch noch ein schönes Bild, weil ja auch diese Theorie, die diese Familie sich da gemacht hat, wie das mit den Seelen weitergeht, die hat ja auch sowas selbst gebasteltes und selbst zusammengeglaubt. Also du hast schon richtig gesagt, vor uns, man fährt kilometerweit in die Einöde, das hat ja sowas inzestuös. Also gibt es auch ganz viele ganz schräge Implikationen, wenn man das Beispiel mal weiterdenkt, können wir gleich noch drüber reden, aber eben, es hat schon dieses Inzestuöse und da wundert es irgendwie auch nicht, wenn man sich dann so gerade diese Bilder und Ideen aus verschiedenen Religionen und spirituellen Vorstellungen zusammenklaubt und dann gerade noch ein eigenes Ritual mit Portalen und was man da alles machen kann. Und dann finde ich es mit der Musik eigentlich noch schön, dass es da ähnlich ist. Man macht dann im Studio einfach mal irgendwas, gruft sich aufeinander ein und daraus, der Musiker schafft es dann doch so eine Art harmonisches Ganzes zu machen, aber ein verstörendes Ganzes. Ja. Was möchtest du gerne weiterspinnen? Nein, ich finde die Story halt tatsächlich auch verstörend, wenn man sich das mal überlegt, dass ja der Mario Lena kennenlernt und man merkt dann, okay, eigentlich hat er jemanden gesucht, der genau aussieht wie seine Mutter. Das war dann wichtig mit dem Foto und so weiter. Wir haben ja auch schon mehrmals gehört, am Anfang schon dieses komische Bild, er hatte für sie gepackt. Er hat auch die Pille eingepackt, was ja auch schon ein krasser Übergriff ist. Also irgendwie. Findest du? Das ist doch einfach nur. Ich wollte dich nur provozieren. Nein, ja, so im Badschrank genau. der Partnerin rumzukramen und da die Medikamente rauszuholen, finde ich noch recht krass. Aber das heißt, die beiden haben ja auch Sex. Und eigentlich will er dann seine Mutter in diesen Körper reinholen. Also schon davor hat er quasi Sex mit einer Frau, die aussieht wie seine Mutter. Später soll die Mutter auch in den Körper reingeholt. Ich hoffe, dass die Beziehung dann aufhört. Aber da hat es schon wirklich sehr, sehr schräge Implikationen und wie dieses Inzestmotiv aber noch auf fremde Personen übertragen. Das ist schon schräg und weird und creepy. Und es ist auch gar nicht alles ausgesprochen, aber ich glaube, das macht das eben auch noch so schlimm, diese Familie. Das ist dann eigentlich eine schöne Zuspitzung oder fast schon auch Auflösung, wenn Lena das Foto sieht von der Mutter und sagt, sie sieht aus wie ich. Und was heißt das denn jetzt? Bin ich ihre Tochter? Ja, das ist Geschwister. Ja. Nein. Genau. So pervers sind wir nicht. So, die Antwort dann noch so, ja, noch schlimmer. Ja. Die Schwester hat ja auch die Lena eigentlich ausfindig gemacht und dann den Mario drauf angesetzt. Also das ist wahrscheinlich eine gewiefte Familie. Ja, und dann noch so, da bin ich wirklich auch gut so Details, dass sie dann sie dazu gebracht haben, dass sie ein bisschen abnimmt und so, damit es noch mehr aussieht. Aber du hast es ganz am Anfang hast du schon mal gesagt, Lena hat vielleicht immer die Hoffnung, dieser ganze Irrsinn, Spuk ist vorbei, wenn ich es einfach mitspiele. Weil da bin ich schon ein bisschen hängen geblieben. Wir erleben sie als eine sehr emotionale Person. Sie ist ja auch von der Prophezeiung von allen Lagerfeuerfreunden am stärksten beeindruckt. Und dann, was ihr für ein Angebot gemacht wird, ist ja eigentlich nur, du scheidest jetzt von dieser Welt, gehst du weg, du scheidest aus diesem Leben aus, aber drüben wird es dir schon besser gehen. Und seltsam, dass sie da nicht widerspenstiger ist, sich mehr dagegen wehrt. Alles davor, wo es nur darum geht, darf ich jetzt alleine in einem Zimmer sein, darf ich aufstehen oder nicht oder das oder jenes machen, verstehe ich, dass man diese Grenze immer noch sucht. Ist das jetzt Quatsch? Muss ich jetzt schon das Messer nehmen und wegrennen oder sowas, dass man da noch nicht so ausflippt. Aber an der Stelle hat es mich ein bisschen gewundert, dass sie da so, sich da so zur Schlachtbank führen lässt. Ja, ich glaube, sie ist natürlich dann auch so ein Stück weit einerseits so ein bisschen eingelullt, eben doch von den ganzen Gesängen, von dieser ganzen Familie. Sie gehen ja dann in eine Art Keller. Sie ist alleine gegen 4. Ja, stimmt schon, wenn man es so ganz konkret sieht. Und sie ist ja jetzt nicht der Typ, so wie man sie von Anfang an kennenlernt, der immer gleich aufbegehrt und sich seinen Raum schafft. Ja. Und wie du sagst, man ist ja dann tatsächlich dann in einer Einöde, irgendeine Villa, irgendwo sonst wo. Industriellen Villa an der Goldküste. Nee, aber es kann jetzt ja schon, also es gibt ja schon mal, dass sich reiche Leute irgendwo in der Pampa dann so ein halbes Schloss hingebaut haben und irgendwo in den Bergen. Selbst das mit dem Handy, das alte Problem vom Horror heutzutage, dass die Leute mal ein Handy dabei haben, damit wird ja auch gearbeitet, dass es dann wegnimmt. Also klar, man hätte sich da schon, hätte vielleicht gedacht, es würde dann Aufbäumen geben. Ich denke, es gehört ja manchmal auch schlimmerweise dazu, zu Beziehungen, dass man viel mitmacht, was man eigentlich nicht mit sich machen lassen sollte. Das ist natürlich jetzt sehr überspitzt in einem kurzen, gruseligen Hörspiel, aber damit arbeitet es, denke ich, schon noch. Aber dafür ist es dann vom Aufbau her wieder ganz gut, weil es lässt sich ja am Anfang sehr lange Zeit, um die beiden auch mal in einer scheinbaren Normalität so zu zeigen. Wenn es das nicht gegeben hätte, dann würde das Ende, glaube ich, so nicht funktionieren. Ja. Ich finde gerade das noch einen spannenden Punkt mit dieser langen Autofahrt. Simon und ich, also die Dramaturgin,
die wir zusammen Grauen produzieren, habe ich bei dem Text immer viel dran gearbeitet, noch genau überlegt, wie viel lässt man eigentlich von dieser Autofahrt, weil ja eigentlich relativ wenig passiert. Es ist noch kein Horror, es gibt keine Monster, es werden keine Messer gewetzt. Und gleichzeitig, wie du sagst, ist es, glaube ich, wichtig, um die Beziehung zu etablieren und da auch schon so an kleinen Schrauben zu zeigen, dass da was ziemlich schief ist. Aber man kann es zum Teil noch aus Lenas Warte so lesen, wie, okay, mein Partner meint es nur gut und ist einfach aufgeregt und ihm ist gerade was sehr wichtig. Sie biegt es eben immer wieder hin. Eigentlich ist es schon sehr verstörend. Also, wie es genau du sagst, solche Sachen wie die Tasche packen sind ja dann wirklich noch die unauffälligsten Hinweise. Aber er verhält sich ihr gegenüber ja wirklich schon verstörend. Aber sie schafft es immer wieder, das zu normalisieren. Ja. Sie ist einfach die falsche Frau für so eine Geschichte. Weißt du, also vielleicht mit einer anderen Frau wäre vielleicht ein anderer Ausgang gekommen. Also, meine ich nur. Oder für eine Gruselgeschichte halt genau die richtige. Ja. Leider. Das stimmt. Und die arme Steffi mit ihrem Telefonanruf zu spät. Ne? Das wird sich noch so ein bisschen durchziehen durch die anderen Folgen, dass man übers Handy versucht, mit seinen Freunden in Kontakt zu bleiben oder zu helfen. Oder ja. Morgen geht's weiter mit der nächsten Folge von Grauen, Folge 46. Und da steht Phil im Mittelpunkt. Bis zum nächsten Mord. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.